Mit dem Begriff «die kleinen Propheten» bezeichnet man 12 prophetische Bücher im Alten Testament. Die Bücher heissen nicht so, weil die Propheten besonders klein gewachsen sind. Auch ist der Inhalt von ihren Botschaften nicht weniger bedeutend als der von anderen prophetischen Büchern in der Bibel. Gott hat die Männer gebraucht, um dem Volk, den Königen und den führenden Leuten sehr klare und zum Teil auch provokante Botschaften zu überbringen. Was für Elemente haben ihre Botschaften beinhaltet? Während allgemein bekannt ist, dass die Propheten zukünftige Ereignisse angekündigt haben, ist ein weiterer Schwerpunkt von ihnen, die Leute an Gottes Gesetz zu erinnern und zu ermahnen. Oftmals haben sie für ihre Botschaften eine bildhafte Sprache mit starkem Symbolcharakter verwendet, um ihren Aussagen Kraft zu verleihen. Das macht es aber auch nicht immer ganz einfach zu verstehen, was sie damit sagen wollten. Schauen wir doch mal auf der Karte an, wo sie genau gewirkt haben. Die einen von ihnen haben im Nordreich von Israel gewirkt und die anderen im Südreich Juda. Genau an die Bewohner und Regenten von diesen Reich haben sich ihre Botschaften auch hauptsächlich gerichtet. Manchmal hat Gott sie aber auch mit Botschaften an andere Reiche beauftragt, wie zum Beispiel der Prophet Jona, der der Stadt Ninive das Gericht von Gott ankündigen. Für solche Gerichtsworte haben die kleinen Propheten manchmal echt dick aufgetragen. Mit drastischen Androhungen haben sie in Gottes Namen zum Volk geredet. Solche Texte können unser Bild von Gott als liebenden Vater schon ein bisschen aufrütteln. Sie zeigen Gottes gerechte Seite, die nicht über jeden Fehler hinwegsehen kann. Außerdem drücken sie Gottes Schmerz gegenüber seinem geliebten und auserwählten Volk aus, das sich immer mehr von ihm abwendet. Das kommt roh und echt und zeigt uns eine weitere reale Seite von Gottes Wesen, wo wir aber immer mit dem Blick auf die gesamte Bibel wahrnehmen dürfen. Die Botschaft der kleinen Propheten bewegt. Sie haben in die damalige Zeit geredet und das Volk auf Sachen vorbereitet, die Gott im Sinn hatte zu machen. Sie haben die Leute herausgefordert, sich neu auf Gott auszurichten. Aber bei dem bleibt es nicht. Die kleinen Propheten haben auch im Jetzt etwas zu sagen. In ihren Botschaften stecken zeitlose Prinzipien, die in unsere Zeit reden. Sie fordern uns auf, gewisse Verhaltensweisen zu überdenken, aktiv zu werden, unsere Stimme zu erheben, uns nach Gott auszurichten. Gott redet durch die kleinen Propheten. Gestern und heute. Ja, mit dem Intro möchte ich euch alle herzlich begrüßen zu dem heutigen Morgen, zu dem Predigtthema, wo wir letzte Woche drin gestartet sind. Die kleinen Propheten. Der Elias hat letzte Woche den Start gemacht mit dem ersten Prophet. Wer weiß noch, in welches Buch, dass wir drin gegangen sind, eingetaucht sind? Micha, genau, da haben wir es gehört. Der Micha, Prophet Micha. Und Elias hat das so gut aufgezeigt, wie wir einen Gott haben, der für Gerechtigkeit steht. Wie wir einen Gott haben, der Gerechtigkeit liebt, der selber gerecht ist und dich und mich immer wieder aufrütteln will und ermutigen will, um auch gerecht handeln und gerechten Lebensstil zu führen. Aber gleichzeitig kann Gott die Ungerechtigkeit nicht einfach stehen lassen. Er hasst Ungerechtigkeit. Es geht nicht anders. Er kann sie nicht einfach stehen lassen. Oder stell dir vor, du bist auf der Seite, wo Ungerechtigkeit passiert. Und du sagst, hey Gott, du liebst mich so fest. Du liebst mich doch. Du musst die Menschen bestrafen. Greif ein, mach etwas. Du kannst das nicht einfach passieren lassen. Und auf der anderen Seite stehen diejenigen, die ungerecht gehandelt haben. Sie haben ungerecht gehandelt, aber Gott liebt doch die genau gleich, wie auch die etwas Schlimmes, etwas Unfaires ihnen vielleicht angetan worden ist. Bestraft es jetzt gleich? Hey ja, es hat Konsequenzen. Es hat Konsequenzen, aber Gott liebt jeden Mensch, egal auf welcher Seite dass wir stehen. Er liebt jeden Mensch so fest, dass er sagt, hey, ich will dir eine neue Chance geben. Das ist auch der Grund, wieso so oft die Gerichtsandrohungen in diesen Büchern der Propheten so in die Zukunft geschrieben werden. Wie Gott sagt, hey, er hofft sich, dass das Volk Israel nochmal umkehrt. Weil er sie so fest liebt, wird er ihnen nochmal eine Chance geben. Darum hat er so viel Geduld mit uns. Und auch mit uns heute hat er sehr viel Geduld und er liebt uns. Und das finde ich eine geniale Botschaft in all dem drinnen. Wir starten heute ins zweite Thema, ins zweite Prophet. Wir tauchen ein ins Leben von einem von diesen 12 Propheten, und zwar ist das der Prophet Habakuk.
Über diesen Prophet wird uns leider nicht so viel berichtet in der Bibel, aber man nimmt an, dass er während der letzten Könige im Südreich von Juda, das haben wir vorher gerade auf der Karte gesehen, gewirkt hat, während der Regierung vom König Josia und später dem vom König Joachim. Das ist zeitlich so zwischen 625 bis 600 vor Christus einzuordnen. Der Habakuk, er war auch ein Prophet, der Ungerechtigkeit gesehen hat. Die Ungerechtigkeit hat ihn bewegt. Er hat es nicht einfach stehen lassen, sondern er hat angefangen, mit Gott zu kommunizieren. Und wir lesen jetzt in den nächsten 3 Kapiteln so einen Dialog zwischen dem Habakuk und zwischen Gott bezüglich der Ungerechtigkeit. Und ich möchte gerade drin nehmen, Habakuk 1, 4, 2 bis 4. Der Habakuk sagt, Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt. Rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Dagegen ist das Gesetz machtlos geworden. Auf ein gerechtes Urteil hofft man vergeblich. Der Gottlose treibt den Unschuldigen in die Enge und Recht wird mit Unrecht verdreht. Der Habakuk, er kommt zu Gott und er sagt ihm gerade, hey Gott, was soll das? Er ist betrübt gewesen, er ist schockiert gewesen über das Ungerecht, was da passiert im Volk, im Gottesvolk. Gottes Volk hat sich abgewendet. Und er hat überall Unrecht gesehen. Streit, Gewalt, Unterdrückung, Zank untereinander. Das war an der Tagesordnung. Und er beklagt sich bei Gott über den Zustand von seinem Volk. Weil der Habakuk weiss, dass Gott Unrecht hasst. Und darum sagt er, hey Gott, warum greifst du nicht ein? Warum machst du nicht etwas? Hey, wie kannst du einfach nur zuschauen, wie da Unrecht passiert, Tag für Tag für Tag? Du bist doch so viel grösser. Mach etwas, es ist dein Volk. Er braucht starke Worte, der Habakuk. Er klagt Gott schon fast an. Hey, wo bist du? Er klagt ihn an. Wie kannst du dem Treiben zuschauen? Das sind Umstände, die den Habakuk bewegt haben im Herz. Umstände, die ihn umgeben haben. Gefühle, wo er Gott jetzt einfach so einen freien Lauf lässt und das ehrlich kommuniziert. Er ist ehrlich mit Gott. In den Zeiten, wo es nicht nur Schock ist, wo es nicht nur einfach ist, wo vieles falsch läuft, wo Unruhe herrscht im ganzen Volk, kommt er ehrlich. Und was wir sehen, da ist überhaupt keine Scheinheiligkeit vorhanden. Sondern das ist eine rohe, echte Kommunikation, betet da zu Gott und bringt die grossen Fragen zu ihm. Ich persönlich kenne das auch in meinem Leben, dass ich so grosse Fragen habe wie der Habakuk, der von Gott kommt. Fragen, hey, wieso hat das passieren? Das ist doch ungerecht, das ist doch unfair. Zum Beispiel, wo wir die Diagnose bekommen haben von meinem Bruder, dass er Krebs hat. Und wo die Ärzte gesagt haben, er hat noch 3 Wochen zum Leben, der Krebs ist so stark. Ich ganz ehrlich, ich bin zu Gott und gesagt, wieso er? Er ist ein Mann, der sich für Gott, für dein Reich einsetzt. Er ist jung, blutjung. Wieso er? Das ist doch Unrecht. Das ist nicht fair. Hey Gott, hast du uns vergessen? So Fragen, die irgendwann ins Leben kommen. Und ich bin sicher, du kennst auch so Fragen in deinem Leben. Als Pastoren erleben wir es immer wieder, dass Menschen zu uns kommen mit so Fragen, so Glaubensfragen, grossen Fragen. Und ich habe darum so ein paar Mal aufgelistet und will euch die vorlesen, was das für Fragen sein können. Und vielleicht findest du dich in einer von denen wieder. Hey Gott, warum gibt es Leid? Warum gibt es Streitigkeiten? Wieso war meine Kindheit so schlimm gewesen? Wieso habe ich das alles durchmachen? Warum ist mir das angetan worden? Warum fühle ich mich niedergeschlagen, wenn sich andere so gut fühlen und so positiv sind? Warum finde ich genau keinen Partner? Warum wird die Person nicht geheilt? Warum ist mein Liebster gestorben? Wieso funktioniert es bei uns nicht mit Kind? Warum ist ausgerechnet mir das Leid zugestoßen und nicht jemand anderem? Sind wir ehrlich, das sind doch echte Lebensfragen, Glaubensfragen, die wahrscheinlich schon bei allen bei uns aufgekommen sind, die ein Stück weit dazugehören im Leben.
Und die Tatsache ist, dass viele von uns etwas Unfaires erleben, sicher mal aus unserer Perspektive gesehen. Und man könnte jetzt sagen, wenn Gott über allem steht, dann ist doch er eigentlich auch ein bisschen verantwortlich. Das ist ein bisschen heikel, klingt hart, aber wenn Gott ein liebender Gott ist, wenn Gott ein vergebender, barmherziger Gott ist, der gute Pläne hat, hey, was läuft da? Wir wollen weiter in Habakuk hineintauchen und da sehen wir, wie die Fragen und das Schreien, und er die Fragen zu Gott bringt, so einen Dialog, ein Gespräch entwickelt mit Gott. Und wir wollen das genauer miteinander anschauen, wie das so verläuft, und wir wollen anschauen, was können wir heute daraus mitnehmen und was können wir vielleicht für uns lernen. Wir gehen weiter. Wir sehen nämlich, wie Gott dem Habakuk antwortet. Wow! Er ist nicht einfach stumm, still geblieben, sondern er antwortet ihm. Und er sagt ihm Folgendes. Seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin, und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählten. Denn schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht gelangen, dieses grausame und vom Kampflust getriebene Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und reißen ein Land nach dem anderen an sich. Gott weiht den Habakuk in seine Pläne. Und ich kann mir vorstellen, dass der Habakuk einfach mal leer geschluckt hat, als er das gehört hat. Jetzt kommt der Habakuk, er bringt seine Nöte, die Nöte um ihn herum, vor Gott an. Er sagt ihm sein Leid und dann, was sagt Gott? Hey, ich brauche Babylonier. Ich schicke sie. Ein heidnisches Volk braucht er, das grausam und böse war. Und sie werden kommen. Ich schicke sie, weil mein Volk sich von mir abgewendet hat und nicht mehr nach meinem Gesetz lebt, nach dem, was ich sage, ist gut. Und eigentlich könnte man so denken, jetzt hat er es nur noch schlimmer gemacht. Hast du Gott schon mal eine Frage gestellt und du bist mit der Antwort nicht zufrieden gewesen? Ich habe das schon mal erlebt. Und ich kann mir vorstellen, dass es dem Habakuk genauso gegangen ist. Was? Babylonier? Was? Die bringst du? Die schickst du? Babylonier? Jetzt habe ich mich beklagt über die Untätigkeit von Gott und jetzt bringt er mir die Antwort. Was? Hey, das Heer kommt da an. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt der Moment war, wo der Habakuk gesagt hat, weißt du was, Gott, hey, jetzt müssen wir miteinander reden. Weißt du was, jetzt müssen wir mal wirklich ehrlich miteinander etwas klären. Und dann sagt der Habakuk Folgendes: Du bist doch unser Gott und nicht der Gott der Babylonier. Hey, und du lässt sie bei uns einmarschieren. Du bist doch zu heilig und Böses mit anschauen zu können. Du erträgst es doch nicht, wenn Menschen Unrecht geschieht. Warum schaust du dem Treiben von diesen Menschen zu? Der Habakuk, er sagt, hey Gott, wieso, wie kannst du nur? Und es tönt so nach einem Angstruf vom Habakuk. Ein Angstruf. Sein Glaube wird angefochten. Wahrscheinlich sind Zweifel gekommen, Schmerz ist gewachsen, noch mehr Fragen. Es war ein riesiges Fragezeichen vor ihm. Wieso? Und der Habakuk ist sich der Notwendigkeit für seine Gottesantwort so bewusst, dass er sagt, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Der Habakuk, er erwartet eine ernste Antwort von Gott. Er läuft nicht einfach davor und sagt, weißt du, hey, ist jetzt gut, komm nicht mehr draus. Sondern er sagt, nein, jetzt will ich wirklich darüber reden. Sein Fragezeichen ist noch grösser geworden. Er braucht noch dringender eine Antwort. Und was macht er? Er konfrontiert Gott direkt und sagt, jetzt musst du zu mir reden. Jetzt gehe ich zu dem Turm. Und jetzt wache ich und warte ich, bis du mir eine Antwort gibst. Wieso? Wie so viel auf dem Spiel steht. Seine ganze Gottesbeziehung steht auf dem Spiel. Der Habakuk wartet auf die Antwort von Gott. Ich glaube, manchmal haben wir das Gefühl, wir dürfen gar nicht so konfrontativ sein mit Gott. Oder? Ich habe das auch schon gehabt. Ich denke, hey, nein, ich kann doch das nicht so Gott sagen. Aber er zeigt uns, wie wir ehrlich sein dürfen. Vielleicht wirst du sachlicher. Vielleicht wirst du emotionaler, wenn du so eine Diskussion mit jemandem führst. Das kommt ganz auf die Streitkultur drauf an, wie du das auslebst. Aber manchmal steht bei uns auch kein Befehl auf dem Spiel.
manchmal sogar unsere Gottesbeziehung. Und dort ist es besser, wenn wir auch konfrontativ sind und Gott konfrontieren mit unseren Fragen, mit unseren Anliegen. Es gibt nämlich verschiedene Optionen, wie wir mit so Fragen umgehen. Und die eine Option ist, dass wir es einfach so auf die Seite schieben, unsere Fragen, und denken, komm, ich schiebe es auf die Seite. Und was passiert ist eigentlich, dass es sehr oberflächlich bleibt. Es führt zu einem oberflächlichen Glauben, weil die Frage, das Problem ist in dem Sinn nicht gelöst. Wir fragen nicht tiefer nach, wir kratzen an der Oberfläche. Oder wir gehen auf Rückzug. Wir stellen die Fragen gar nie, wir gehen aus dem Weg und wir laufen davon. Wir laufen davon von Gott, vielleicht von unserer Gottesbeziehung. Das kann auch die Verabschiedung sein aus der christlichen Gemeinschaft. Das Denken, den Gott halte ich nicht aus, die Fragen halte ich nicht aus. Und ich will dich fragen, wie gehst du mit so Fragen um? Vielleicht grosse Fragen, die dich momentan beschäftigen. Wie geht es beim Habakuk weiter? Wir sehen, der Habakuk sucht sich so einen Platz. Er sucht sich bewusst einen Platz. Er sagt, hey, ich gehe auf den Turm, gerade bei der Stadtmauer. Das ist so ein geschützter Ort. Er will dort Gott suchen. Er will warten, vielleicht auch ringen, bis Gott ihm antwortet. Er ist nicht unter das Volk gegangen oder hat einfach die Frage weggeschoben, sondern er hat sich bewusst positioniert und platziert, um von Gott zu hören. Und wir brauchen auch so Plätze, wo wir uns bewusst mit diesen Themen auseinandersetzen. Nicht nur da sitzen und warten und hoffen, sondern uns bewusst reingeben, dass wir uns positionieren. Das heisst vielleicht, dass du ein Buch zu einem Thema, das dir Mühe macht, liest. Das heisst vielleicht, dass du ein Gespräch suchst, dass du deine Gedanken kannst von Gott wälzen und immer wieder ablegen. Mir persönlich hilft es auch auf der Art der Gemeinschaft, da in der Kirche oder das Gebetsteam, wo Menschen da sind und mich ermutigen, im Glauben, in diesen Fragen für mich zu beten. Die Small Group ist auch so ein Ort. Und was uns der Habakuk lernt, ist, dass Glauben und Fragen zusammengehören. Glauben und Fragen dürfen zusammengehören. Glaube ist nämlich die Bereitschaft, die Fragen oder vielleicht auch die Zweifel, die aufkommen, vor Gott zu bringen. Mit ihm darüber zu reden, ihn darin zu suchen. Wie wenn wir nicht lernen, mit Fragen und mit Zweifeln umgehen in unserem Glaubensleben, dann stürzt es uns irgendwann in die Tiefe, in die Leere. Und darum wagen wir es, Schritt zu machen. Wagen wir es. Es braucht Mut. Aber hey, bringen wir unsere Fragen zu Gott. Wie Gott Fragen stellen, bedeutet nicht, dass wir ihn gerade in Fragen stellen. Manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir unsere grossen Fragen zu Gott bringen, dass wir ihn gerade in Frage stellen. Dass wir Zweifler sind, dass wir zu wenig Glauben haben. Aber nein, es hilft uns, zum Offenbarungen zu bekommen, zum Erkenntnis zu bekommen, wer er ist. Zum Erkenntnis zu bekommen von Gott, damit wir damit umgehen können. Und es hilft uns auch in unserer Verbindung zu ihm, in unserer Beziehung. Meine Fragen können manchmal so gross sein. Und darum möchte ich sie genau von Gott bringen, weil ich glaube, das ist der beste Ort, sie bei ihm zu deponieren. Gott antwortet am Habakuk. Er antwortet ihm und er sagt ihm, dass die Babylonier kommen, dass er das Volk brauchen will, damit sein Volk lernt, ihm zu vertrauen, dass sie lernen, nochmal auf ihn zu hören, ihm zu glauben, dass ihr Glaube gestärkt wird. Aber er sagt dann auch ganz klar, hey, die Babylonier werden bestraft werden. Sie werden bestraft werden, aber jetzt will ich sie brauchen. Und über das nächste Kapitel sind so 5 Weherufe gegen die Babylonier geschrieben. Androhungen, die Gott macht gegen sie, gegen ihr schlimmes Verhalten. Und gleichzeitig sagt er am Habakuk, hey, vertraut mir in dem hinein, glaubt mir. Und im Vers 2,4 sagt er, nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Nicht die mit dem grössten Wissen, mit den besten Taten, sondern die an mich glauben und mir vertrauen, sie werden gerettet sein. Sie wird dich retten. Allein der Glaube an mich. Vertrau mir. Ich schaue, ich bin Gott. Und trotzdem ist es noch nicht so eine klare Antwort, die der Habakuk bekommen hat. Trotzdem ist doch die Spannung irgendwie immer noch da. Und die Fragen, die Zweifel, der Frust, was sie gemacht haben, ist, sie haben den Habakuk so in die Arme von Gott hineingetrieben. In die Arme von Gott. Und Gott hat ihn ernst genommen.
mit seinen Fragen. Die Fragen und das Unverständnis, wo immer noch da war, von dem bevorstehenden Unheil. Hey, er hat mit Gott gerungen. Über die 2 Kapitel, er ringt mit Gott. Er ringt. Und was wir sehen, ist auch, dort, wo er mit Gott ringt, dort kommt er ihm näher. Dort, wo wir mit Gott anfangen zu ringen und ihn suchen, dort kommen wir näher zu ihm an. Mir ist das Bild in den Sinn gekommen, vom Schwinger, vom Ringer. Letzte Woche war ein Schwingfest. Wir als Familie haben das immer geschaut oder sind sogar zu Schwingfester gegangen. Und das ist so ein Bild von 2 Männern, die sich packen, die ringen miteinander, die schwingen miteinander. Sie sind sich näher. Und irgendwann landet sie im Sackmehl. Und es ist so eine Nähe, oder? Hey, Tropfen vom Schweiß, Sackmehl. Sie kommen auf, sie stehen auf, sie umarmen sich. So ein inniger Moment. Und sie putzen sich das Sackmehl ab, den Schweiß ab. So das Miteinander ringen 2 Männer. Und wo du in den Kampf gehst, dann kommst du dir näher. Am Habakuk, sein Ringkampf mit Gott, der hat ihn dazu geführt, dass er irgendwann ermüdet ist und einfach in die Arme von Gott gefallen ist. In der Nähe begegnet uns Gott. Ich habe das selber auch erlebt, gerade bei diesen Fragen bezüglich meinem Bruder, wegen dieser Krankheit. Hey, ich bin von Gott gekommen, im Unverständnis gegenüber Gott. Das waren Zeiten im Gebet, brüllend im Gebet. Hey, wieso er? Was soll das? Ich komme nicht mehr draus. Und irgendwann ist ein tiefer Frieden über mich gekommen. Irgendwann, als ich Gott so gesucht habe und vorhin gekommen bin, in dem Ringen hinein, wo ich war, hey, ist eine Zuversicht gekommen. Die Fragen waren noch nicht beantwortet und die sind auch heute noch nicht beantwortet. Aber er hat mir einen Frieden geschenkt, eine Ruhe geschenkt. Er hat mir gezeigt, dass er in Kontrolle ist und dass er Gott ist und über allem steht. Dass er es gut meint mit uns allen. Hey, so Auseinandersetzungen können uns oft in einer neuen Hingabe füreinander und in einer neuen Erkenntnis füreinander enden lassen. Oder der Ehe, das ist so ein gutes Beispiel. Das kann genau gleich dort sein. Wenn Joni und ich eine Auseinandersetzung haben, hey, wir können gut hart diskutieren, können vielleicht mal über etwas streiten. Fast nie, gell? Nein, wir können über etwas streiten. Und irgendwann merken wir, hey, komm, wir sind doch ein Team. Wir meinen es doch gut miteinander. Und wir kommen uns näher, wir versöhnen uns. Vielleicht auch, wenn die Spannung noch nicht ganz gelöst ist. Aber wir kommen immer näher schlussendlich aus dem raus und es stärkt uns. Das Ringen, das Auseinandersetzen miteinander. Und so ist es auch mit Gott. Und ich möchte uns alle ermutigen, laufen wir nicht davon, sondern suchen wir Gott. Ich kenne einige Menschen, die sich abgewendet haben, weil es im ersten Moment einfach ist, zu sagen, weißt du, hey, die Frage, ich habe keine Antwort, ich komme nicht weiter, weil es meinen Glauben herausfordert. Aber suchen wir Gott. Suchen wir Gott in dem Sinne. Und ich möchte dich fragen, wohin treiben dich deine Fragen, die du hast? Treiben sie dich näher zu Gott? Oder lässt du dich durch die Fragen weg von Gott treiben? Wir sehen im letzten Kapitel vom Habakuk, Kapitel 3, da sagt der Habakuk selber, als Gott mir dies alles aufzeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Seine Worte ließen meine Lippen beben. Der Schreck fuhr mir in die Glieder und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Aber nun will ich ruhig auf den Tag warten, an dem das Unheil über dieses Volk hereinbricht, das zum Angriff gegen uns bläst. Der Habakuk beschreibt, was in seinem Herz passiert ist. Wo Gott zu ihm geredet hat, er hat zittert. Wo Gott das erste Mal ihm gesagt hat, was seine Pläne sind, er hat Angst gehabt. Und dann plötzlich ist die unbeschreiblich göttliche Ruhe gekommen. Die Ruhe, die ihm hilft, mit einem Frieden in die Zukunft zu schauen, dem Unheil entgegenzuschauen. Die Gewissenhaft, dass Gott gerecht ist, dass Gott urteilen wird, die Gewissenhaft, dass er bei ihm ist. Obwohl alles für den Untergang hindeutet, kann er ruhig in die Zukunft schauen, weil er in Gott ist, in Gott vertraut. Und das hat seine Beziehung gestärkt, Gottes Beziehung. Und es führt ihn schlussendlich in eine Anbetung ein. Man sieht, wie er anfängt zu schreiben, wie ein Psalm, wo er anfängt, Gott loben und hochheben.
Und schlussendlich führt ihn das auch in eine Anbetung für das Volk Juda, wo noch in Ungerechtigkeit lebt. Und er sagt im Vers 2, greif in dieser Zeit noch einmal so machtvoll ein. Lass uns bald wieder dein Handeln erleben. Auch wenn du im Zorn strafen musst, so hab doch Erbarmen mit uns. Er starb für das Volk Juda ein und er betet für sie. Er betet um Erbarmen. Er kommt mit Glauben von Gott. Schau, so ein Ringen, das kann dich auch zum Fürbitter machen. Wie du Gott neu kennenlernst. Wie du eine neue Erkenntnis hast, dass Gott in Kontrolle ist. Und dann können wir anfangen, für andere Menschen in Rissi zu stehen, für sie zu beten, wo sie vielleicht noch in einer Herausforderung stehen. Der Habakuk endet mit einem Bekenntnis. Heute das vorlesen. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Wow, hey, das ist ein Ausdruck vom Vertrauen in Gott. Auch wenn die Umstände sich noch nicht geändert haben. Auch wenn es noch nicht besser aussieht. Auch wenn deine Verheißung vielleicht noch nicht heute da ist. Hey, trotzdem will ich auf dich, Gott, schauen und ich kann jubeln in dir. Du gibst mir Ruhe. Du hilfst mir. Dir will ich vertrauen. Was für eine Aussage. Was für ein Bekenntnis. Der Habakuk, er zeigt uns einen Weg. Er zeigt uns einen Weg auf, wie wir aufstehen können für gewisse Anliegen, für Ungerechtigkeit, die in unserem eigenen Leben passiert. Er zeigt uns, wie wir zu Gott kommen und dürfen stärker daraus rauskommen mit Zuversicht, wenn wir mit ihm ringen. Er lebt uns vor, wie lebendiger Glauben aussieht. Lebendiger Glaube zu Gott. Glaube, wo nicht immer alles klar ist. Aber es ist eine innige Beziehung, die uns vorlebt. Ich möchte dich fragen, wo du heute Fragen hast. Ich möchte dich einladen an dem heutigen Morgen. Der Habakuk lädt uns ein, an dem heutigen Morgen, unsere Fragen echt vor Gott zu bringen, unsere Zweifel vor Gott zu bringen. Zu dem, der die Macht über diese Welt hat, der in Kontrolle ist, bei ihm laut zu werden, die Fragen zu stellen. Ich möchte dich aber auch fragen, wie gehst du damit um, wenn Gott dir vielleicht eine andere Antwort gibt, als du erwartest, wie es beim Habakuk passiert ist? Vertraust du ihm? Lässt du ihn noch Gott sein? Glaubst du ihm? Und vielleicht bist du heute an dem Ort, wo du näher bei Gott bist. Du hast keine Fragen, dir geht es gut, du bist voller Zuversicht und Ruhe und du kannst ihn anbeten. Vielleicht ist es heute Morgen für dich dran, Fürbitte zu machen für andere Menschen, die du kennst, vielleicht nicht mal kennst. Für sie in Riss stehst, für sie bettest, ihren Herausforderungen, ihren Lebensfragen, ihren Glaubensfragen, vielleicht Glaubenskrise. Ich möchte dich ermutigen dazu. Ich möchte dich ermutigen, ehrlich vor Gott zu kommen, die Fragen zu stellen. Denn egal, wie bedrohend oder wie fest das wirkt, mit diesen Fragen, mit dem Zweifeln, vielleicht Widerstände sind, vielleicht die Angst, dass dich aus der Bahn rauswirft, hey, wie gross das Versagen könnte sein, könnte ich ermutigen, kehr Gott nicht den Rücken. Kehr ihm nicht den Rücken zu. Vielleicht ist es dran, dich neu zu positionieren, wie der Habakuk auf dem Turm. Zu sagen, ich stelle mich diesen Fragen und ich positioniere mich. Herr, ich bringe sie vor dich. Ich möchte dich ermutigen, ihm zu bleiben, weil schlussendlich gehen wir aus jedem Sturm stärker raus. Gesünder, besser und unsere Beziehung mit Gott wird so gestärkt. Du wirst es sehen.